Herr Olsen, Sie haben das Wort. Ja, es macht immer Spaß. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich finde es legitim, dass Oppositionsparteien vor dem Hintergrund eben halt einer Situation, wie sie sich dort am Ostwestkai ereignet hat, Nachfragen stellen. Ich finde, das ist in Ordnung. Dabei kann man auch den Bogen weit spannen. Das sehe ich so und die Antworten werden gegeben. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist hier die Panikmache, dass man hier versucht, mit den Ängsten der Menschen Politik zu machen, Herr Tjerks. Das ist so mein Eindruck. Das geht so nicht. Das tut mir leid. Das ist in der Sache. Das ist der Sache nicht angemessen und nicht gut. Und die sachliche Auseinandersetzung leidet darunter. Ich sage das mal so ganz deutlich. Ich selbst, lieber Herr Tjerks, wie bitte? Das reicht einmal, glaube ich. Ich brauche der Feuerwehr nicht danken, die wissen, wo ich hingehöre. Ich habe 32 Jahre nochmal bei der Wasserschutzpolizei gearbeitet. Und wenn Sie im Grunde genommen heute in Frage stellen und nicht wissen wollen, wo Gefahrgüter oder welche Gefahrgüter in welchen Containern geladen werden, dann fragen Sie mal Arno Münster, dann fragen Sie mal Terminalbetreiber, dann fragen Sie mal Spediteure, dann fragen Sie mal Reedereien. Gefahrgut wird lange bevor es den Hamburger Hafen erreicht, ob in Transit oder hier als Logoware oder sie geht weiter, wie auch immer, wird lange vorher hier angemeldet. Selbst die Zusammenladeverbote in den einzelnen Containern wird dokumentiert. Ob das nun Strahlenelemente sind, ob das nun Farbe ist oder Feuerzeuge oder wie auch immer. Das ist alles kein Geheimnis und wird mit der HPA und insbesondere natürlich unter der Leitung der Behörde für Inneres und hier insbesondere der Wasserschutzpolizei, die ja zuständig ist für die Wassertransporte, nicht nur für die Wassertransporte, sondern auch für die Transporte in Gesamt Hamburg auf der Straße und auf der Schiene zuständig ist. Und hier an dieser Stelle sage ich mal, Sie machen einen guten Job. Und dafür herzlichen Dank dieses Hauses. Auf der anderen Seite, lieber Herr Tjerks, sage ich mal ganz deutlich, wie gesagt, ich habe Verständnis für alles, nur diese populistische Art und Weise, mit dem ernsthaften Thema umzugehen, das gebührt sich ganz einfach nicht. Und wir haben im Grunde, und Frau Schal hat es ja dankenswerterweise ja sehr ausführlich hier dargelegt, 2011 haben wir im Wirtschaftsausschuss darüber diskutiert, über einen Grünantrag über Verbot von Atomtransporten. Die Linke, Entschuldigung, liebe Frau Hayen, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht die Feder nehmen, die Ihnen gebührt. Daraufhin haben wir uns im Wirtschaftsausschuss nicht einigen können, weil die rechtliche Frage eigentlich so relevant ist, dass ein einzelner Abgeordneter, also ich maße es mir nicht an. Und wir haben dann gesagt, okay, weil das eben so kompliziert ist und weil man nicht einfach eine Fläche entwidmen kann, lieber Herr Tjerks, wenn man es dann auch gerne möchte. So, und dann reden Sie doch nicht dazwischen. Und wenn wir dann einfach gesagt haben, nein, wir haben gesagt, dann machen wir eine Expertenanhörung mit dem Umweltausschuss. Das hat Frau Scharlach deutlich gesagt. Und die Experten, die Rechtsexperten sind mehrheitlich der Auffassung, dass das rechtlich nicht haltbar ist. Und die CDU in Bremen hat dieses zum Anlass genommen, dieses vor Gericht sozusagen zu dokumentieren. Und am 17. diesen Monats wird wohl das Urteil gefällt und ich gehe mal davon aus, Sie fühlen sich da nicht zuständig und werden das dann vielleicht ans Verfassungsschutzgericht überweisen. Also das dazu. Und ich bin auch nicht der Auffassung, mich mit Ihnen hier über diese Problematik nochmal in diesem Hause zu unterhalten, weil wir dieses Thema, liebe Frau Hayen, wirklich in aller Tiefe erörtert haben. Und ich finde es eigentlich legitim, das sage ich nochmal, dass Sie so einen Antrag stellen. Aber wir müssen uns doch nicht immer über Butterkekse vom Vorgestern unterhalten, wenn wir schon die Beschlusslage haben. Schönen Dank.